Willkommen zurück hier bei Retrocache. Sinnlose Let's Plays mit New Pokémon Snap auf Schweizerdeutsch. Und wir dürften uns das nächste Lumina-Pokémon anschauen, nach der letzten Folge, die doch sehr langweilig war. Also das Prinzip wird wahrscheinlich noch wieder etwas Gleiches sein. Zuerst Pokéball schiessen und dann Luminabell schiessen oder irgendwie so in dem Stil. Aber jetzt sind wir natürlich zuerst mal noch die Frequenz geniessen. Ja, da ist die Kamera ein bisschen in die Sportführer genommen, Mädchen. Are you okay? Alles okay? Ja, ich hoffe es. Thank goodness. The Neo one's fine too. I think that was the Illumina Pokemon. You good to go after it? Also, oder so wie es aussieht, wenn wir da wahrscheinlich da die Fischchen da alle illumisieren und dann können wir hoffentlich ein Foto machen, oder? Für das müssen wir noch treffen. Ja, das sieht aus, als gäbe da etwas Gutes. Schwimmen wir mal alle in die Richtung. Hey, maybe try making all those wishy-washy glue. Ja, da habe ich ja jetzt gemacht. Aber die muss ich jetzt wahrscheinlich noch abschiessen mit dem Ball, oder? Das zählt. Aber ich hoffe jetzt mal, da haben wir da geschafft. So. Hätten wir noch das Viertel ja eigentlich schon. Whoa, really? Try throwing a few Illumina orbs at that big wishy-washy. Ja, wieder dran. Aber dann wieder von hinten. Und jetzt ist er wahrscheinlich weg. Jetzt noch Blümchen rum, wo wir etwas nützen oder nicht? Ich weiss es nicht. Ja, da jetzt noch Fisch wieder. Also hat sich der Schwarm wieder aufgelöst, so wie der aussieht. Gut. Ah, da hat es ein Blümchen. Nützt da etwas? Hinterm Felsen, ja. Da nützt er mir nicht so viel. Und alles werfe ich neben. Oh, wow. Wo ist das Blümchen gewesen? Dann haben wir nochmal Gelegenheit über, so wie es aussieht, für ein
Dritte Runde, wenn nicht das Ende schon irgendwo gerade noch in Sicht ist. Aber sieht nicht so aus. Blümchen jetzt Kreis rum und er ist wieder verschwunden. Also hat er sich wieder aufgelöst. Also wird jetzt ein Fischli nochmal rauskommen. Blümchen habe ich keins mehr gesehen. Aber noch ein Fischli jetzt noch. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das Ende kommt jetzt schon bald. Aber da ist schon das Ende. Da ist es in dem Fall. Oder kommt der Junge noch? Da vorne. Ja, und jetzt ist es gewesen, hä? That was quite a surprise. Das war vielleicht eine Überraschung, oder? I'm not picking up any more Ich readings. messe keine Energie mehr in Come on back when you can. Also komm, du ruhig ins Basken zurück. Ja, da wär's gewesen in dem Fall. Ja, ist leider auch schon vorbei. Ist ein bisschen lang gegangen eigentlich, für das, dass man noch ein Pokémon nochmal fotografieren kann, hier bei der Lumina-Szene. Das ist ein bisschen schade. Aber ich hoffe, dass da mit zunehmendem Level dann auch bei der Lumina eben mehr Pokémon geben, die man fotografieren kann. Dann haben wir 2 S3 Sterne hinter dem Auge. Da einen Reis von der letzten hätte ich gerne gehabt. Da ist schon so eine raufkommt. Da bin noch ein Spar gewesen. Nehmen wir da. Wenn die Folge nicht unnötig in die Länge ziehen mit Fotos auslesen. Schauen wir mal, was er da meint dazu. Excellent. Nice work. Ja, noch knappe 5000, also nicht ganz so gutes Bild. Die Lumina-Pokémon sollten ja eigentlich mehrheitlich überall ein bisschen 5000er drin liegen, was ich so gemerkt habe bis jetzt.
Das Ungeheuer des Meeres, ja, da haben wir wieder ein paar verschiedene Sachen bekommen und jetzt wird er uns dann noch etwas erzählen wollen. So wie er ausgesehen in dem Fall. Dann gehen wir doch zurück ins Basiscamp. Come on. Wieso bist du eigentlich immer diejenige, die den Lumina-Pokémon begegnet? Du wirst sicher auch bald eins treffen. Aber um zum eigentlichen Thema zu kommen. Der Telluria-Meteorit scheint auf ein ziemlich großes Gebiet Einfluss gehabt zu haben. Genau wie du gesagt hast, Professor. Ich frage mich, wie es dem Pokémon damals wohl ergangen ist. Let me see. Wenn sein Einflussgebiet zu groß war, hätte der Schaden beträchtlich sein müssen. Aber man sieht nirgendwo Anzeichen davon. Wirklich seltsam. Meinst du, dass das Lumina-Pokémon vorhin das letzte war? Yep. Was das angeht, habe ich eine aufregende neue Entdeckung gemacht. Ich erzähle euch davon, wenn alle versammelt sind. That was awesome. Das war der Hammer. Get ready, Also dann, because we're going outside jetzt the beginnen wir. Travelogue and into uncharted territory. Also wir haben ein neues Gebiet entdeckt, die wir doch jetzt langsam Zeit zum Vorlesen. Also gut, gehen wir mal die Fakten durch. Was ist uns bei den Lumina-Pokémon der 4 Inseln, die wir bisher gesehen haben, aufgefallen? Sie waren alle wunderschön. Also, Das auch. Wichtiger noch, jede Begegnung schien an einem weiteren Ort einen Energieanstieg auszulösen. Kommunizieren die Pokémon etwa miteinander? Das ist gut möglich. and so, Es gab 5 solcher Energieanstiege und ich konnte endlich den Ursprung des 5. Ortes bestimmen. Bedeutet das etwa, dass sich unser Abenteuer am Ende zuneigt? Sieht ganz danach aus. Unser letztes Ziel ist diese Insel hier. Das ist ja total weit weg. Abgefahren. Moment mal, ist das Schnee? yep. In der Tat. Sie sieht so aus, als sei die ganze Insel von Schnee bedeckt. Wow. Wow! Ich kann es kaum erwarten, das zu sehen. Anyway, Na dann, lasst uns eine Insel erkunden, auf die noch kein Abenteurer Fuß gesetzt hat. Okay, wir hätten nochmal eine neue Strecke für die Folge, so wie es aussieht. hello. Tolle Neuigkeit. Wir können jetzt zu noch mehr Orten aufbrechen. And so, Damit deine Erkundung noch leichter von der Hand geht, habe ich das Neo One weiter verbessert. Mit der neuen Turbo-Funktion kannst du die Geschwindigkeit des Neo Ones erhöhen. Ja, auf die warte ich eigentlich schon länger in dem Spiel oder in dem Let's Play, aber okay, dann kommt man die erst relativ am Schluss über, aber die hat es ja auch schon im alten Pokémon Snap gegeben. Hey, ich habe das vorhin schon mal ausprobiert. Die Beschleunigung ist echt der Wahnsinn. yep. So kannst du dich nicht nur schneller fortbewegen, du hast auch mehr Einfluss auf dein Timing deiner Fotos. Anyway, Rita wird es dir erklären. Yeah, Okay, I'll tell you. es ist ganz einfach. Drücke ZR, um den Turbo zu benutzen. Solange du die Taste gedrückt hältst, bewegt sich das Neomon schneller fort. By the way, Da fällt mir ein, wusstest du, dass das Neomon langsamer wird, wenn du dich nach hinten drehst oder den Zoom nutzt? Das liegt daran, dass die Bewegung der Kamera registriert und seine Geschwindigkeit entsprechend anpasst.
Wenn du neben dem Turbo auch noch von dieser Technik Gebrauch machst, solltest du in der Lage sein, Pokémon aus verschiedenen Perspektiven zu fotografieren. Alright. Also dann, geben wir auch bei der nächsten Erkundung der neuen Insel unser Bestes. Okay, und da ist jetzt hoffentlich sie. Ich mag nämlich nicht mehr lesen. Neues Gebiet verfügbar. Thanks. Also, in dem Fall haben wir da 4 Gebiete gehabt und bis jetzt 4 Lumina-Pokémon dürfen anschauen. Und jetzt haben wir noch 50 Gebiete bekommen, was dafür sprechen würde, dass nochmal ein Lumina-Pokémon auf uns wartet, bevor das Let's Play dann langsam am Ende zugeht. Natürlich gibt es noch ganz einen Haufen anderes zu machen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen das noch wird geben, Counting on you. aber ich glaube, es wird schon noch die ein oder andere dazukommen. Boah, es wird sicher keine 20 Folgen mehr sein. Hoffe ich zumindest, weil es ist zwar ein cooles Spiel und ich spiele es nebenbei auch immer noch. Ich bin vor allem ein bisschen am schauen, dass ich im Ranking, weltweiten Ranking ein bisschen aufsteige. Mit dem anderen Account, aber ja, irgendwann hat man das Pokémon Snap auch gesehen. Und dann wird es wie immer 2-3 Jahre mal wieder auf der Seite liegen. Amazing. So this is what snow is like. I Bis- actually haven't seen much myself. Ich wieder Lust habe zum Spielen und dann wird es ganz sicher wieder Pokémon vorgenommen. live even in this frigid place. Und jetzt habe ich halt zu viel geredet und nicht gelesen. Aber es gibt da schon mal das ein oder das andere Pokémon. Was wir noch nicht kennen, ist da Kristallblume. Also müssen wir schauen, dass wir eine Kristallblume fotografieren können. Und wahrscheinlich noch wieder eine, die leuchtet. Wie das auch schon öfters der Fall war. Und ich mag mich daran erinnern, dass ich mit dem anderen Account jetzt ziemlich lang gesucht habe, bis ich sie gefunden habe. Weil sie ist... Oh ja, wir haben ja den Turbo. Den wir doch da gerade den Turbo mal nutzen. Ist ziemlich tricky, weil die Blume ist da oben in einer Gletscherspalte rein und man hat nur relativ kurz Zeit, um sie zu fotografieren. Das ist noch da unten irgendwo. Hoffen wir, dass wir da gerade beim ersten Versuch schaffen. Wäre schön. Aber ich habe jetzt gar nicht gesehen. Ja gut, im Fall haben wir da wahrscheinlich erst ab einem weiteren Level machen. Whoa, really? Ui, da gibt's auf mal Gas. Okay. Sieht bröckelig aus, aber der kommt jetzt nicht oben runter da. Der Eiszapfen. Jetzt da sonst noch. Ah, da jetzt eine Kristallblume auch nochmal. Da ist auch ein Pokémon, wo wir noch nicht gesehen haben bis jetzt. Würde ich behaupten. Also, dann habe ich da eigentlich schon mal zu viel versprochen, weil da mit der Einspalte geht im ersten Versuch noch gar nicht.
Fall sieht man die wahrscheinlich erst irgendwo ab Level 1, 2, 3 oder immer so etwas, oder? You mind? Dann ist da schon fertig da. Ist da gar nicht so viel los gewesen noch. Sollen wir einfach hoffen, dass wir das Level 1 schaffen, dass wir im nächsten Versuch dann können auf Level 2 durchgehen und dort dann ein bisschen mehr los ist. Hello. Ja, ist gut. Ja, wir wissen es. Das erste Mal erkundet 11 Pokémon. Und die meisten sind neu. Ja, da ist nicht schön in der Mitte. Probieren wir es gleich. Dann auch mal probieren. Das Level 2 und da hätten wir einen Seemaps. Und doch auch, da haben wir noch Sterne 3. Ja, ich glaube Sterne 1 haben wir da noch bessere. Aha. Probieren gilt. Sterne 3, nehmen wir da. Haben wir Kristallblumen, aber nicht die, die wir gerne hätten. Ist keine von denen. Gut, für den Professor. Alright. Okay, werfen wir mal einen Blick. Ja, wir machen wir schnell Durchlauf. A new discovery. Eh nicht so interessant. Pinguin ist Plifa. Okay, das ist auch Pokémon. Ich glaube später mal dazu gekommen ist, nicht in der ersten oder zweiten Generation. Dann kenne ich es nicht. Den kenne ich auch A new nicht. discovery. Ganz ehrlich bin. Fricke, A new wüsste ich discovery. nicht wirklich. Seemaps ist auch eins, wo man nicht bekannt A ist new eigentlich. discovery. Nice work. Der ist auch erst später gekommen. A new discovery. Nice work. Bei dem bin man nicht. Mal, der ist glaube ich auch später gekommen. Nice work. Nice work. Der ist auch eins, den ich nicht kenne. A new discovery. Nice work. Also auf der Strecke hat es vor allem oder mehrheitlich Pokémon, A new die ich discovery. erstens Nice work. oder wo ich aus der ersten oder zweiten Generation nicht kenne. A new discovery. Nice work. Und wir haben Level 2. Alright. Da wäre mal schon nicht so schlecht. Ah, Übrigens, hat uns da nochmal etwas zu erzählen. wow. Ganz schön viel Schnee, oder? Auf Floreo scheint es nie, deswegen war das ein wirklich erfrischender Anblick. It's time. Es wird Zeit, dass wir uns das auch mal bei Nacht anschauen. Vergiss nicht, Fotos vom Lumina-Phänomen zu machen, wenn du es siehst.
Ah gut, die Erinnerung von den Blumen, die wir fotografieren sollten, wäre, glaube ich, erst da gekommen, aber wir können jetzt, oder wir dürfen jetzt die gleiche Strecke da auch bei Nacht dann mal noch anschauen, aber ich würde sagen, die Folge ist lang genug für das Mal. Das werden wir uns beim nächsten Mal anschauen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen und So yeah, man hört sich.